Wie eng Ideologie dem blanden, verblendenden islamistischen Terror zugrunde leiht, kann wahrscheinlich kein von uns rational verstehen. Gouf nicht verhindert, mir gouf gefördert durch den Fakt, dass Hunderttausende Menschen unter dem Begriff Flüchtling an die EU kommen, die nicht erfasst goufen. Weder ihre Identität, ihre Nationalität, ihr Herkunftsland, ihre Wohnort, wir schwätzen wir gar nicht vom richtigen Alter oder vom Fangerauftrag. A Violation von nationalen und internationalen Texten sind die an die EU gekommen. Viele von diesen Menschen sind keine Asylanten am Sinn vom Asylrecht, was indiskutabel all Mensch zusteht und zustehen muss, den an seinem Land, wenn es seiner politischer Erstellung, seiner Religion, seiner sexuellen Ausrichtung und so weiter verfolgt wird. An dem sein Leben bangen muss. Sie sind noch oft keine Kriegsflüchtlinge am Sinn von der Genfer Konvention. Leute, denen indiskutabel temporäre Schutz zu gewähren ist, bis sie nicht heimkommen, die Situation, die mir selber hier am Land für und nimmer 2 Generationen mattgemacht haben. Die meisten Migranten, die das menschlich durchaus ehrbar und nachvollziehbar Ziel verfolgen, für sich, ihre Familien oder ihre Dorfgemeinschaft eine bessere Zukunft zu sichern, am materiellen Wohlstand. Also selbstverständlich sind das Sozialmigranten nicht doch fies Krimineller, auch schon gar nicht Terroristen, auch wenn sie selbstverständlich eine enorme Belastung für die Sozialkohäsion von unserer Gesellschaft, auch von unseren Sozialsystemen darstellen. Wir eben auch Terroristen profitieren vom Fakt, dass als EU-Außengrenzen nicht gesichert sind. Da als Krux wollen von Prävention schwätzen. Mindestens 2 von den Attentätern von Paris und Bataclan sind als Flüchtlinge über die Insel Leros an Europa angereist, genau wie 2 weitere Membres von genau der IS-Terrorzelle. Wenigstens eine Dose weiter IS-Terroristen sind mit ähnlichen gefälschten Pässen an Europa kommen. Wir wissen nicht, wo sie sich befinden. Sie leben unerkannt mit den Innereis. Von den Terroristen von Bresel, März 2016, kam als Bootsflüchtling aus der Türkei. Das Attentat auf die Londoner Metro, auf der Christmarkt bei der Berliner Gedächtniskirche, die von Ansbach und von Würzburg. Sie all goufen von so infiltrierten islamistischen Terroristen verübt. Ähnlich wie durch Methoden, die das Gesetz vorgesehen, können wir Eis nicht schützen, können wir Eisbierger nicht schützen, können wir einem vordringlichen Staatsauftrag nicht gerecht gehen. Mit zu der Prävention gehört auch endlich eine seriöse Überwachung von unseren EU-Außengrenzen. Es ist schrecklich, dass wir das Gesetz brauchen, und das ist gut, dass wir es heute kriegen.